Shalom Aleichem, ihr kickt Hört mich heus, eine Mission auf dem Videokanal von Vorwärts in New York. Ich heiße Max Korn. Shalom Aleichem, Leibo Botwinnik. Wir sind heute in der Stieb bei mir, du bist gekommen in Paris. In das getroffen Yitzhak Niborski, Samuel Gutmann, öfter wirst du machen etwas wegen dein Tatens Lieder. Öfter kannst du uns sagen, ein paar Werte. Ich komme sehr zufrieden zu sein da mit dir, Max. Du hast mir gebeten, dass wir reden ein bisschen wegen mein Tatens Buch. Mein Tat hat bemächtigt von einer Sachjahren komponiert Musik zu Lieder von anderen Poeten und euch geschaffen eigene Lieder. Und wenn er so rausgepennt hat, hat er gedacht, was soll ich tun in meiner freien Zeit? Hat er beschlossen, zusammenstellen ein Buch, das heißt, zusammenstellen, zusammennehmen alle seine Lieder, durchgucken sie, ausbessern sie, nehmen von seinen Abkleid, weil nicht alle seine Lieder sind da, und von die Beste herausgeben ein Buch von die Lieder mit der Musik, mit den Noten, heute die Übersetzungen auf Englisch mit Transliteration. In was sind denn die Lieder? In was handelt sich die Lieder? Bemächtigt von allen Jahren von seiner Schaffung, vom Sinteres gewinner Kind bis der Mohammed, versteht sich, es gewinner Kufe, wenn er schon gekannt schaffen in der Zeit von Mohammed, doch gedacht, der überlebende Mohammed, und gleich nach dem Mohammed bis heutzutage, soll er gesund sein, er ist schon bald 90 Jahre alt, hat er geschrieben Lieder, allgemeine Lieder, Kinderlieder, Jontevlieder, Shabbeslieder, und versteht sich zu lieb der dosige Erfahrung, die schlechte Erfahrung von den Proben, euch Trobenlieder. Die Lieder seien teilweise seine, was er hat allein von eigenem Ausdruck gefühlt, also muss herausbringen die dosige Lieder. Und natürlich hat er Poshet gesehen, schöne Lieder von anderen Schreibers und Dichters und beschlossen, dass er muss, als er fühlt, dass er darf geben zu sein Musik. Aber was hat er das gefühlt? Das ist die Arbeit von einem Artisan, von einem Künstler. Also er hat die Muse zu schaffen, Musik. Also er hat etwas, was gefällt ihm. Ein Künstler malt, ein Musiker schafft Musik, er komponiert. Also ist es. Was ist Musik für dich? Ich bin aufgewachsen in einer Sprache voll mit Musik. Musik ist ein Teil von meinem Leben. Ich habe gesagt, dass viele meine erste Sprache. Es ist eine Sprache? Es ist eine Sprache. Es ist eine Sprache, es ist eine Kommunikation. Wir können durch Musik, aber durch jüdische Musik, ausdrücken Gefühle von dem jüdischen Volk. Wenn ich habe gehört die Musik von Chazonim bei uns in Stub, von Singers bei uns in Stub, von Theaterartisten bei uns in Stub, habe ich gelernt und verstanden, was es ist, das jüdische Volk, die aschkenazische Geschichte, die jüdische Literatur, das jüdische Lebenssteiger, durch die Musik, durch die Tonen, durch die Ausdrucken von der jüdischen Musik und die Lieder versteht sich mit den Wörtern. Und das kann übergegeben sein von einem Dorf zum anderen? Es ist wichtig, sei von kulturellen, sei von historischen Standpunkt, wenn wir sagen in der Haggadah, man darf übergeben von dort zu dort. Also ist es mit Jiddisch. Wir haben verloren eine Welt. Wir haben verloren eine Welt, aber durch die Lieder haben wir eine Verbindung mit der dortigen Welt, was gewinnt. Und wir können es übergeben zu unseren Kindern und wir zerschämen unsere Ähnlichkeit. Die hast gesungen, das Chaneke jetzt, die hast uns gesungen, das Lied von Chaneke. Vielleicht kannst du uns noch einmal das singen. Sind das Chaneke? Chaneke. Erst singe ich dir ein Lied von Chaneke von meinem Vater. Na, was nicht? Er hat geschrieben ein Lied zu, ich darf es finden, zu Shimon Fuchs Lied, Chaneke-Lied, von euch ein wenig. Wieder brennt das alte Lämpel auf dem schönen heuchen Ort. Jedes Heisel ist a Tempel, am Isbeach Winkel dort. Jeder Heisel ist a Tempel, am Isbeach Winkel dort. Das ist ein Teil von dem Ding, sie tun noch, versteht ihr? Ich finde es nicht in dem Moment. Was sind denn die anderen Lieder, was die hast lieb?
zum Beispiel in dem Bier? Ich bin aufgewachsen mit allerlei Lieder, sei die Grobenlieder, mein Tat hat durchgeführt, verschiedene komponiert oder geholfen bei verschiedenen Groben, Jisker Akademies. Aber eure Kinderlieder haben wir gesungen und wir haben gehört und gesungen Lieder, allgemeine Lieder, manchmal von einem Lied, Komm ich scheiß Cholem, als wir wünschen, als die scheiß Cholem soll Tage verwirklicht werden. Und so sein Scholem auf der Welt. Und Lieder von noch dem Mohammed, wenn die Jeden haben Eule gewinnt in Israel, von Katschaginski und von Chaim Fuchs, am Apilim-Lied, was ein sehr, sehr schönes Lied mit der Sache, Gefühl in dem. So, es waren da Kinderlieder, Hubenlieder, allgemeine Lieder, Jontef-Lieder, eine Sache. Du musst mir erst gehört, dem Chanukka-Lied, es war ein schönes Schabeslied, was man hat auch geschaffen, ein bisschen von alles. Ist gewesen ein Chef von Chor, man hat auch geschaffen, ja, man hat auch gehabt, ist gewesen ein Dirigent in der Kinderschule, ist gewesen mein Lehrerin, wenn ich habe gelernt in der Kinderschule, in Jüdla mit Peretschule, in Montal, Elementarschule, ist gewesen unser Chordirigent und Musiklehrer, gelernt durch in die Vereinigte Talmud Teures, oder gehabt dort einen größeren Chor, weil gehabt dort 4 Zweigen, oder gehabt Choren von viele 150 Kinder. Und wenn sie haben gesungen, ist gewesen mächtig, ist gewesen Dennis mit der Aräusche. Und wir haben gesungen die jüdische Lieder, und ich allein habe gesungen ein bisschen Solo, und es ist gut zu singen die jüdische Lieder. Was hast du gefühlt, wenn du bist gewesen, ein Kind in einer Samischspruch? Das doch gefühlt normal, oder etwas nicht so normal wie die anderen Kinder? Können kurz nicht eine Frage von anderen Kindern. Ich bin aufgewachsen mit teilweise von den Kindern, ein Teil von den Kindern sind gewesen Kinder, viele von 2. und 3. da Kanada geboren, in Montreal. Aber ein größer Teil sind gewesen wie ich, was ihre Eltern sind schon gewesen von der Scharse Pleite. Wir haben schon nicht gehabt Seide Bobes, wir haben schon nicht gehabt Cousins, wir haben schon nicht gehabt Vetters und Mummes. Allein. Da und dort ist einer oder ob wir haben alle gefehlt oder meistens von uns gefehlt, also wir haben verloren von dem Proben. Aber wir sind gewinn Einzige. Wir haben also sozusagen adoptiert Vetters, Seides und Bobes. Sie sind nicht gewinn die Emesse, aber sie sind nicht gewinn, was wir haben gehabt. Die Gedenkstmenschen, was die aus adoptiert? Adoptiert. Man hat doch gehabt einen guten Chaver, Chaim Persky oder was allem. Und wir haben adoptiert sozusagen gute Chaverin von dem Taten, Dora Wassermann, die Regisseurin von jüdischen Theater. Sie ist gewinn sehr einander Chaverte. Die hast sie adoptiert? Wir haben sie adoptiert, Punkt wie Amume. So hat sich gelost adoptieren? Ja. Sie haben verstanden, als nur wie eine Sprache. Und Montreal ist eine große jüdische Kultur und Sprache. Was wir haben sich alle gekannt und wir pflegen gehen einem zu einem zweiten, die Gonschers mit den Irrlichts in Montreal. Sie pflegen sind gewinn aktiv in Arbeiterin und sie pflegen auftreten mit Rezitaties und humoristische Rezitaties und sind gewinn Bnei Bais bei uns und uns, mir bei sie. Unsere Kinder sind gewinn wie unsere Brüder, Schwester, hat ein bisschen älter für uns, aber wir sind alle wie ein größer Besprache, die Fischmanns, und Reisel und Chane und ich habe gehabt mit den Gonschers und der andere hat mit den Kandibs. Alle ein größer Mischproche sozusagen von Kultur und Jiddisch und Sprache und Gesang und Aktivitäten zusammen. Und was meinte dein Tate jetzt von seine ganze Arbeit? Wichtig für ihn ist gewesen, rauszugeben in diesem Buch, als andere Menschen sollen kennenlernen die dosige Lieder, mit den Transliterations, mit den Übersetzungen, sollen sich bekennen mit die dosige Schreibers, mit den Lieder. Es waren Lieder, die wollten anders gewinnen, den ganzen verloren gegangen, wenn wollte nicht geschaffen zu der Musik. Jetzt kann man hören die Lieder, jetzt kann man singen die Lieder. Nicht jeder einer nimmt in Hand ein Buch Poesie und lehnt es. Aber als man schafft zu der Musik, und wird das geben eine Motivation zu neuen Musikers, zu schaffen noch neue Musik, zu andere Schaffungen von jüdischen Schreibers. Ich habe genommen in Hand ein Buch von Avrom Reisen. Ja. 1000 Lieder. Von Avrom Reisen dachte ich, von 20, nicht mehr, was haben Tage Musik, was man kann sie singen. Andere soll man schaffen Musik zu solchen Lieder. Von Avrom Reisen, von Chaim Fuchs, von Katschaginski, von wem nicht. Jetzt lebt er
hat mitgelebt in Montreal. Baruch Hashem, lebt gesund. 90 Jahre alt. 90 Jahre, am 12. Dezember dachte ich, macht ein Gentos, wird 90 Jahre alt. Und schafft, und ist lebendig, und ist ein Jiddischkämpfer, und halt, als Jiddisch hat eine gute Zukunft. Aber man redet mit dir, seid mir befiehlt es, seid es, du bist, das ist der Neuzer, was der Vater der Liebe gegeben. Und was können wir machen mit der Neuzer? Was machst du? Kodenkoll, meine eigenen Kinder kennen, ich singe für sie Lieder, sie kennen reden Jiddisch, die reden mit mir auf Jiddisch. Sie leben in Israel. Sie leben in Israel und sie haben also die hast zu uns gelernt Jiddisch, das gerät erste Sprache, ich gerät nur Jiddisch mit sie und bis heint und weiter will ich reden nur Jiddisch mit sie. In sie Rennen geht? Nicht schlecht. Nicht schlecht. Fahre Israelische, aber du Nevada und fahre Jiddisch Redendicke von dem schon dritten Dorf sozusagen, was haben nicht gelernt in kein Schule, kein Jiddisch, reden sie nicht schlecht. Und was ist Jiddisch für sei? Das darfst du sehr fragen, aber ja, für sie ist Kodenkoll, es ist ihre erste Sprache, es ist eine Verbindung mit Seide David. Sie wissen, sie haben Väters und Mummes, was reden Jiddisch mit ihren Kindern, ist es auch eine Verbindung mit ihren Cousins. Mit ein paar Jahren zurück sind wir gewesen zu Gast bei meinem Bruder Sender in Philadelphia. Und so haben wir geredet mit Jiddisch mit ihren Kindern. Oder mein Bruder Jankel in Ottawa hat man geredet mit Jiddisch mit ihren Kindern, weil sie reden auch Jiddisch mit ihren Kindern. Ich habe eine Schwester in Jerusalem, was redet Jiddisch mit ihren Kindern. Ist wieder eine Verbindung mit sie. Sei Finnisch, sei seinen Ausnahmen? Aber da verstehen sie sind eine Ausnahme, sie sind wenig in sehr da, was haben die Möglichkeit zu reden Jiddisch und zu bekennen sich mit Jiddisch und so weiter von einer Seite. Von der anderen Seite, öfter, weil sie sind in der Ausnahme, fühlen sie sich speziell. Also sie kennen öfter ein bisschen mehr wie andere. Also sie haben mehr zu geben die Welt, wenn sie wollen sein älter, wenn sie wollen haben, ihre Kinder, wenn sie kennen, haben mehr zu geben, ihre Kinder, wie andere, was haben das nicht? Das ist kein Neuzer. Es ist ein Neuzer, was geht von da zu da. Und wer es hat das nicht, überzugeben ihre Kinder, es ist ein Schade. Es ist wirklich gut zu gehen, suchen der Neuzer und ausgraben der Neuzer und bekennen sich mit der Neuzer, es zu geben zu dem Weiterblicken da. Die goldene Kite. Die goldene Kite. Schönen Dank. Schönen Dank.